Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. I'm turning right. Das ist die Geschichte von einem Paar mit einer grossen gemeinsamen Leidenschaft. Die Geschichte von der Jackie aus Kalifornien und dem Tobias aus Obwalden. SRF bei den Leuten hat das Paar letztes Jahr bis zu seinem Hochzeitsfest begleitet. It's a Rüebli-Kuchen. Rüebli-Torte. Oh, Rüebli-Torte. Ein perfekter Tag für ein transatlantisches Liebespaar. Ich wünsche mir ein glückliches Leben. Ich habe einen wunderbaren Partner und eine wunderbare Zukunft. Eine Frage ist nach dem Hochzeitsfest offen. Wo liegt Ihre gemeinsame Zukunft? In der Schweiz oder in den USA? Jackie ist momentan ganz an einem anderen Ort. Sie hat sich sehr stark ausgerichtet auf Amerika. Die Frage stürzt das Paar in eine tiefe Krise. Momentan habe ich kein Gefühl mehr für Jackie. Ich will für meine Ehe kämpfen. Finden Sie eine Lösung und können Sie Ihre Beziehung retten? Was ist stärker, die Liebe oder das Heimweh? Wie geht sie weiter? Die Geschichte von Tobias und der Jackie. Das ist SRF bei den Leuten. Heimweh, ein Jahr danach. Ein Leben mit der Jackie in der Schweiz. Das hat sich der Tobias gewünscht. Doch der Traum geht nicht in Erfüllung. Der Tobias ist praktisch immer allein in der Wohnung. Da wird es keine gemeinsame Zukunft geben. Ja, Jackie und ich haben das gleiche Problem, dass wir wenig loslassen können von unserer Heimat. Und somit ist es immer noch eine gewisse Spannung, wo man ist. Und die nächsten paar Jahre wird es sicher auch zeigen, oder, wo unsere gemeinsame Zukunft wird sein. Die Kalifornierin Jackie ist nie heimisch geworden in der Schweiz. So fest sich das der Tobias auch gewünscht hätte. Ich habe wirklich gedacht, dass Jackie auch hier in der Schweiz für länger bleiben kann. Indem sie halt Sprache lernt, kommunizieren kann und auch einen Job hat. Und für das haben wir uns eingesetzt. Aber für sie war die Hürde wie zu gross. Houma, ein kleines Städtchen in Louisiana, ist momentan das Zuhause von der Jackie Burch. Sie wohnt seit 8 Monaten hier in einem Hotel. Ich habe nicht gewusst, wie lange ich hier bleibe. Mein Arbeitsvertrag sieht vor, dass sie mich jederzeit jemand anders einsetzen können. Darum habe ich mich hier eingerichtet. Es ist praktisch, hat eine kleine Küche und es gibt immer Kaffee. Jackie hat als Bauingenieurin in Louisiana viel Arbeit, weil ein Hurrikan die Gegend verwüstet hat und ist darum nicht bei ihrem Tobias. Das macht mich traurig. Ich vermisse seine Familie, ich vermisse den Tobias. Und auch gewisse Sachen in der Schweiz. Die Kaffeezeit zum Beispiel. Aber ich bin da sehr beschäftigt und ich bin vertraglich auch nicht so flexibel, um in die Schweiz zu reisen. Jetzt aber die ganze Geschichte von vorne. Vor einem Jahr hat SRF bei den Leuten über den Tobias und Jackie berichtet. Sie haben ein Haus neben der Flugpiste in Awanga, südlich von Los Angeles, Kalifornien. Perfekt für Leute mit Kerosin im Blut. Perfekt für den Tobias und Jackie, die hier die gemeinsame Leidenschaft fürs Fliegen ausleben. Ich habe den Tobias hier kennengelernt. Ein abenteuerlustiger Typ und Amerika ist der Ort für Abenteuer. Als wir uns getroffen haben, hat er ein Flugzeug in seiner Garage gebaut.
Er hat mich gebeten, ihm zu helfen, und dabei haben wir uns verliebt. That's really when we fell in love. We have a couple airplanes here, so Wir haben 2 Flüger da. Die wollen geflogen werden. So bleiben sie gesund. keeps them flying, keeps them healthy. These little girls. Die ist fast 80 Jahre alt. Das macht Spass. Yeah, it's fun. Tobi, wo bist du? Gerade hinter dir. Ich hole ihn auf. Wie schnell bist du? 105. Jackie, ich hole ihn auf. Jackie, ich bin auf der linken Seite. 8 Uhr. Danke, ich sehe dich. Jackie, schau raus. Sag Hoi. You know it. Okay, I'm gonna switch to power. See you later. Ich fliege jetzt ein bisschen schneller als Jackie. Ich habe die schnellere Maschine und dementsprechend bin ich schneller in Santa Ynez und kann dann bereits Jackie erwarten am Zeltcamp beim Flyen. Das Ziel ist ein Festival für Flugfreaks in Santa Ynez. Ein Fest mit viel Schall und Rauch. Boom. Boom, da sind wir. Super easy. Super einfach. And fully aligned? That's amazing. Yeah. That's nice. Ich schätze das sehr. Here we go. Cool. Das Leben vom Paar ist aber nicht immer super easy. Viele Jahre hat Tobias in Kalifornien geschafft, bis ihn sein Arbeitgeber vor 1,5 Jahren zurück in die Innerschweiz geholt hat. Jackie hat sich aber noch nicht so richtig eingelebt in der Schweiz. Damit sich das ändert, hat Tobias in Kriens eine moderne Wohnung aufgetrieben. Seine Eltern haben sie schon mal vorgewärmt. 11. Stock, hä? Oh. Look at that. That's really cool. Oh. Wow. Ein riesiger Balkon. Nice. Super nice. Ja? Yeah, it's a big. Das ist also viel besser als vorher. I love it. Perfect. Awesome. Yeah. Just seeing the airplane. Das Flugzeug zu sehen und begrüßt zu werden von Tobias seiner Familie, das berührt mich. Ich habe Tränen in den Augen. Das lässt mich spüren, dass ich Teil von dieser Familie bin. Sicher bist du das? Of course. Yeah. Ja. So let's. Komm, wir gehen. Wir haben noch eine Aufgabe. Another challenge, huh? yeah, but this place. Toni fühlt sich nicht von allein. Right. Und noch in der gleichen Nacht holen sie mit Hilfe von Familie und Freunden das Wichtigste von der alten Wohnung. Ein Neuanfang für Jackie, die eine happige Zeit hinter sich hat. So. This is how I So feel fühle ich mich, wenn ich in Amerika America. bin. Das ist mein Flugzeug. Die Goldie, ein Cessna 150 von 1972. 6 Monate später hatte ich eine Operation wegen Zungenkrebs. Sie haben mir die Hälfte der Zunge weggemacht und mit Haut von meinem Arm ersetzt. Jetzt bin ich schon mehr als 2 Jahre krebsfrei. Yes. Push the button. Perfect. Gut, dann tun wir das And Gleiche. the next one? Ja, Okay. same procedure. Ja. Ja, ist gut. Achtung, Türen. Ja.
Alright. Und ich hoffe schon, dass das uns jetzt eine Art zweiten Anfang bringt in der Schweiz. Dass wir sagen können, jawohl, wir schauen einmal mit einer anderen Aussicht, ein bisschen mehr Luft, wenn man so rausschaut. Und dass wir eigentlich vielleicht doch noch ein bisschen ein Bild haben von der Schweiz, dass man kann sagen ja, aber es gibt auch da Freiraum, wo man sich arbeiten kann, oder? Und sehr wohl fühlen. Super, was gibt es im Bedding an? Ja. Eine Partnerschaft, wo beide ein unterschiedliches Heimatland haben, kann aus meiner Sicht nur funktionieren, wenn man auch am gleichen Ort leben kann, für längere Zeit, oder die meiste Zeit vom Jahr. Schönes Thema ist eigentlich Repetition, Konjunktiv. Jackie gibt sich alle Mühe, sich in der Schweiz zu integrieren und büffelt Deutsch. Ich habe eine Frage. Ja, gerne. Würde ich auf den Bergen spazieren? It's actually become really fun. Ich habe sogar richtig Spass bekommen, diese Sprache zu lernen. Zuerst habe ich gemeint, es gibt wie Gründe, die ich nicht kenne, für die vielen Ausnahmen. Das hat mich frustriert. Seit ich akzeptieren kann, dass gewisse Regeln einfach so sind, bin ich motiviert zu lernen und kann auch mit der Familie von meinem Mann täglich besser reden. Much better every day. I can feel the improvements and it's quite rewarding. Der Tobias ist Projektleiter bei Arma Suisse. Zusammen mit seinem 100-köpfigen Team beschafft er unbemannte Aufklärungsdrohnen für die Schweizer Luftwaffe. Meine Arbeit ist ein grosser Grund, dass ich nicht loslassen hier in der Schweiz. Nebst der Familie und Freunden natürlich. Aber es ist ein grosser Teil von meinem Leben auch, oder? Wo ich jetzt das Drohnenprojekt begleitet habe und dementsprechend in der Endphase bin mit dem Projekt und da noch dürfen mit einem grossen Team das umzusetzen. Das ist eine grosse Begeisterung für mich. Hey, there's a tool, a power tool. Hey, das ist ein Werkzeug mit Strom. Das ist ein gutes Teil. A good tool. Sozial hat Jackie in der Schweiz noch nicht so Anschluss gefunden. Ins Brocki wird sie von der Sally begleitet, auch sie eine Amerikanerin. Kontakt mit Einheimischen sind schwierig für Jackie. Die Schweizer haben so wie eine Barriere. Das merke ich und das kostet viel Energie, die Barriere zu überwinden, um mich selber zu bleiben. Ich habe das Gefühl, ich halte mich zurück, um besser da anzupassen. In eine Bar gehen, wo eine Country-Band eine Jam-Session spielt. Leute in lustigen Kostümen, die Flair und Persönlichkeit zeigen. Das finde ich nicht in der Schweiz. Ausser während diesen 5 Tagen Fasnacht. Der Tobias arbeitet viel. Jackie muss tagsüber allein zu Schlag kommen. Einen Job auf ihrem Beruf als Bauingenieurin hat sie nicht gefunden. Dafür einen Teilzeitjob als Tourguide in Luzern. Sie vermisst das Fliegen in Kalifornien. Auch das schlägt auf ihre Psyche. Jackie hat ihre Mutter gebeten, sie zu besuchen. Sie ist extra aus den USA angereist. So, I ask that you take the shoes off. Oh, we'll put it in here. Yeah, okay. Put this stuff down. Oh my gosh. It's a little improvement, huh? Schon ein bisschen besser, gell? So schau mal das an. Yes. So this is actually my favorite Das view. ist meine liebste Aussicht, weil es ist grün und weit. I am excited watching the helicopters. Es ist aufregend, die Helikopter zu beobachten, die hier durch zum Kantonsspital fliegen. And that is really, really, really cool. But I have no problem taking everything out. Aber ich habe kein Problem, das alles loszuwerden. Das Zeug zu verkaufen und heimzugehen. No problem at all with doing that. About 3 weeks ago, she called me. Vor 3 Wochen hat sie mir angerufen und gesagt, sie sei traurig und habe Heimweh. So I quickly Ich habe einen Flug gebucht und bin hierher gekommen.
Ja, sie hat Heimweh. Und ich habe gedacht, sie braucht jetzt ein bisschen ihre Mom. I just felt that she was homesick and maybe needed Mom a little. Tobias ist bewusst, dass es Jackie nicht einfach hat in der Schweiz. In der letzten Zeit habe ich definitiv ein bisschen viel gearbeitet. Es ist eine sehr intensive Phase im Geschäft und dementsprechend ist halt auch, dass ich am Abend, wenn ich heimkomme, wirklich mich ein bisschen erholen sollte und da wieder Energie tanken. Oder? Das ist schon wichtig. Und dort ist natürlich klar, für Jackie ist das eher suboptimal, weil natürlich sie am Abend auch noch etwas möchte vom Ehemann haben und nicht nur einfach muss relaxen vom Tag. Also von dem her, ja. Der Start in ein gemeinsames Leben in der Schweiz ist schwierig. Der Tobias braucht jemanden zum Reden und besucht seine Eltern. Hallo. Tobias, hallo. Hallo, Tobias. Nimmst du jetzt Kaffee? Gern. Gut? Ja, gut. Für mich, ich kann wirklich schnaufen da, oder? Das ist schon etwas, was mir wichtig ist. Man sich wohlfühlen kann und ja, es ist halt die Geborgenheit auch, oder? Wenn man ein Kind geschenkt bekommen hat und da geht man gerne zurück und es macht einem natürlich im Herzen weh, wenn die Frau nachher wie so sich nicht mit dem so stark anfreunden, wenn ich verbunden bin. Und dass ich eigentlich wegen dem, wenn man so sagen, dann würde wieder auf Amerika gehen, ja, da muss ich in mir selber schon viel daran arbeiten, oder? Ob das wirklich das ist, oder ich muss sagen, es geht auch nicht von der Partnerschaft her, oder? Weil man hat andere Prioritäten und Sachen, die man gerne hat, dass es dann würde nicht funktionieren auf Dauer auf. Also von dem her, ich denke viel darüber nach. Ja. Es ist ganz sicher, dass man dass der Tobias da bleibt, aber ich meine, es ist sein Leben. Mhm. Und wir leben auch nicht mehr so lange, wie er lebt. Und darum muss er das machen, was er will. Finde ich. Es ist zwar traurig und sicher nicht schön, wenn er nicht mehr da ist. Und Jackie haben wir auch gerne bekommen. Aber wir müssen abwarten und schauen, wie sich das entwickelt. Mhm. Am Abend redet Jackie Klartext. I'm ready to begin my life. Ich bin bereit, mein Leben neu zu starten. In Amerika. I don't need to keep postponing ich will das nicht aufschieben und mehr Zeit in der Schweiz verbringen. Yeah. If somebody told me, wenn mir jemand gesagt hat, wie schwierig es ist, eine internationale Beziehung zu führen, mit Liebe und Heimweh, würde ich trotzdem mit dem Tobias zusammengehen. Nichts hat mich gestoppt. Aber auf so etwas wirst du nicht vorbereitet. Das Paar führt jetzt eine Fernbeziehung. Jackie fühlt sich in Kalifornien wie ein Fisch im Wasser. Switzerland, I don't miss Die Schweiz vermisse ich gar nicht. Es sind ein paar Sachen. Die Kultur, der Kaffee und der Käse, die ich vermisse. Aber das Leben dort fühlt sich so klein an im Vergleich zu da. Der Tobias hat Ferien und kommt zu der Jackie. Hey! Oh, long time no see. How was it? Awesome. And the flight? Not too bad? Yeah. Vom Flughafen Los Angeles geht's zu ihrem Haus in Awanga, 150 Kilometer südlich, mit dem eigenen Flugi. I'll open the door for you, or you can. Yeah, we're fine. Okay.
I'll always say I love you still. All of that water ran down the hill. Every broken thing washes away, washes away. But you can see out there. Da siehst du all die roten Rücklichter vom Verkehr. Dort würden wir jetzt auch drin stehen. Aber wir fliegen mit 141 Meilen pro Stunde. Bye bye. It's fantastic. Ich hätte nie geträumt, dass ich mal eine Frau habe, die auch so gerne fliegen tut, wenn ich so richtig den Flügervirus habe. Und das ist auch eine Besonderheit und ich schätze das sehr, weil viele Piloten haben das Problem, dass ihre Partnerinnen nicht gerne fliegen und auch nicht viel mitkommen und sind meistens allein unterwegs. Hi. Hi. Hey, how's we going home? Yes. Yeah? I'm ready for it. I know you guys have a long journey. No. Some get lost in a storm, others behind an old chest of drawers. I feel God swallowed in fog, flowers and all. Everybody climbs on a roller coaster car, gets rattled by the track, up and down, around and back. Whoever I was, no matter who you are, no one's walking all the same. When I fell out of the palm of your hand with the summer flowers. Da in Awanga feiern das Paar ihr grosses Hochzeitsfest. Sie sind schon seit 3 Jahren geheiratet, haben damals wegen Corona aber im kleinen Rahmen müssen feiern. Die Grossparty steigt jetzt, natürlich auch mit Schweizer Gästen. Hey. Hey, wer ist das? Vielleicht mein Bruder mit der Familie. I hope so. And family. Look. Das müssen Schweizer sein. Die blinken sogar da. Very important here. Der Bruder von Tobias kommt mit seiner Familie das erste Mal an den Ort, wo die Jackie und der Tobias eine Hangarwohnung besitzen und so viel Zeit verbringen. Hello. Welcome to Awanga. Yeah. Hello. Hi. Hi. How are you? Wie geht es? Ja, gut. Hey, Verena. Oh, sorry. Hast du einen guten Weg gut gefunden hier raus? Die Familie von Tobias kümmert sich ums Hochzeitsdessert. Die Mutter, die Schwägerin, das Gotti und die Nichte raffeln und backen. Wieso bist du gemein? Genau. Wir haben sie angefragt, weil wir kein Bäck in Amerika gefunden haben, wo sie nicht zu süß macht. Schon für unsere Hochzeit vor 3 Jahren haben wir unsere eigene Rüebli-Torte gemacht. Das grosse Thema in der Familie ist, ob der Tobias jemals definitiv auf Kalifornien zieht. Vor allem seine Mutter treibt das um. Also ich kann es verstehen, dass er mir hier gefällt. Ich könnte nie ihm sagen, jetzt bleib endlich in der Schweiz. Oder jetzt gehen wir von Amerika. Ja, ich finde einfach, er muss das selber spüren. Ja, genau. Und das hat er, glaube ich, noch nicht. Ja, das hat er noch nicht. Also ich habe das Gefühl, er gehört wohin. Er ist nicht mehr der Schweizer. Also, wenn er jetzt würde sagen, ich gehe auf Amerika und ich bleibe hier, also es würde mir sicher wehtun. Ja, uns alle, die ganze Familie. Ja, er gehört zu uns. Ja. Auch Jackie inzwischen. Ja, Jackie inzwischen, ja. Am Tobias, seine Mutter, schaut mich an mit dem Blick, der sagt, ich nehme ihr den Sohn weg. You are going to take my son away. Für mich ist die Schwierigkeit, dass ich es allen recht machen will. Das ist eigentlich eine Challenge, die ich in mir drin habe. Und wie man so schön sagt, man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen, aber ich versuche es. Der grosse Tag im Hangarloft Zawanga. Ein romantischer Flug mit der Pocahontas. Zweisamkeit auf 4000 Meter über Boden, bis alle Gäste eingetroffen sind. Das haben sich der Tobias und Jackie gewünscht.
Ich habe probiert, sie ist super fein. It's super good. It's a Röpli-Kuchen. Rüebli-Torte. Oh, Röpli-Torte. I was close, right? Yeah, very close. Carrot cake. Ich will genau das. Eine glückliche Hochzeit, ein glückliches Leben. Ich habe einen super Partner und eine wunderbare Zukunft mit allem dabei. Die Schweiz, Amerika dazwischen, ein bisschen von beidem. Alles wird gut. Ein glückseliger Moment, ein Schweben über dem Boden, auch ohne im Flug zu sitzen. So hat die SRF bei der Leute-Sendung vor einem Jahr geendet. Und jetzt, ein Jahr später, sieht das Leben von Tobias nicht mehr so bunt aus. Er räumt die Wohnung. In der Schweiz gibt es keine gemeinsame Zukunft mit der Jackie. Ich bin jetzt gerade am Ausziehen, weil ich einen neuen Job habe. Ab nächstes Jahr. Ich werde in Philadelphia arbeiten. Und somit können wir uns auch dementsprechend ganz anders ausrichten. Ich habe mir das auch lange überlegt mit Philadelphia. Weil für mich ist es wichtig, dass es nicht einfach ein Grund ist, viel Jackie in Amerika sein, dass ich den Job, der naheliegend ist, annehme, sondern dass es für mich stimmt. Und das war wirklich ein Entscheid für mich. Jackie hat auch lieber in Zawanga wohnen, aber für mich geht das nicht. Weil ich wollte noch arbeiten, etwas erleben und ich brauche das, die Herausforderung, die ich in Zawanga nicht habe. In Houma in den USA arbeitet Jackie als Bauingenieurin. Der Hurricane Ida hat gewütet in Louisiana. Für eine staatliche Behörde inspiziert sie die Schäden an öffentlichen Gebäuden. Bei einem Gemeinschaftszentrum trifft sie den John, ihren Chef. Hey, John. Hey. Glad you could make it. Super, dass du es einrichten konntest. Wir müssen Bilder machen und alles dokumentieren. Yeah, definitely. Oh, man. Yeah, so we'll start with the Komm, fangen wir mal mit diesen Fenstern an. Siehst, da ist die Markise kaputt. Wir wollen die Gemeinde beraten, ob sie den Schaden reparieren oder alles neu aufbauen und was die günstigste Lösung ist. Die Region hat die höchste Windgeschwindigkeit gehabt, seit der Hurrikan auf Land getroffen ist. Der Weg vom Hurrikan ist ziemlich genau den Bayou durchgegangen bis dahin. Ich liebe die Arbeit sehr. Sie ist sehr sinnvoll für die Gesellschaft. Ich bin gerne draussen, auch wenn es sehr heiß ist und ich schwitze. Ich bin Bauingenieurin und ich bin ausgebildet für die Arbeit. Thank you so much, Jackie. I appreciate it. I never went back. Ich bin nicht mehr zurück in die Schweiz, um dort eine Hausfrau und ein Tourguide zu sein. And a tour guide, a part-time tour guide. As a licensed civil engineer. Ich bin Bauingenieurin. Ich bin eine Goal-Getterin. And I hope und ich hoffe, dass die Leute das auch so sehen. Ich kann nicht daheim bleiben und warten, bis mein Mann heimkommt zum Essen. And wait for my husband to come home because I made him a dinner. Die letzten Tage am Sarnersee. Schon gleich geht der Tobias auf Philadelphia für seinen Job, für das Leben mit der Jackie. Er wird da sehr vieles vermissen. Man kann das Boot nehmen, auf den See. Es ist frei. Das ist für mich auch ein grosser Teil Freiheit, den ich hier habe. Unbeschwertheit. Mal einfach auch wirklich auch immer abschalten. Wo man sonst Schwierigkeiten hat, das finde ich hier bei den Eltern. Das Hin und Her zwischen der Schweiz und Amerika nagt am Tobias.
Ich hatte jetzt wirklich sehr gute Jahre hier in der Schweiz gehabt. Auch die Freunde wieder getroffen. Und es ist schon hart, wenn man da wieder abreißen muss. Und dann die schöne Schweiz verlassen. Auf der anderen Seite freue ich mich sehr auf die bevorstehenden paar Jahre, die ich dort verbringen darf. Wie die Zukunft mit der Jackie wird, das ist er sich nicht sicher. Jackie ist momentan ganz an einem anderen Ort. Sie hat sich sehr stark ausgerichtet auf Amerika. Hat den Bezug zur Schweiz eher abgebaut, in diesem Sinn. Auch mit den Ferienreisen, die dann nicht nur in der Schweiz stattgefunden haben, sondern in anderen Destinationen. Und sie hat sich sicher eher distanziert, in diesem Sinn. Jackie hat in Louisiana auch noch ein Leben nach dem Arbeiten und ein neues Hobby: Krabbenfischen. 4. All right. Little baby guy. A little one. Yeah. Good. Thank you. Cool. You're welcome. I did it once before in China. Ich habe das schon mal in China gemacht. Aber die Erfahrung, die Krabben direkt aus dem Teich zu fischen und sie zusammen mit Freunden gerade nachher zu essen, ist schon sehr speziell. The whole group of people is something so incredibly special. It is absolutely a Louisiana. Das ist eine Louisiana-Delikatesse. Ich esse dich. Du drückst am Schwanz, du drehst sie um, schälst die Hülle ab und dann hast du das Fleisch. Und dann kannst du die Schere abnehmen und aussaugen. That's where a lot of the flavor's at. Yum. Chris is a good guy. I like him a lot. I do have to help. Ein letztes Familientreffen in der Schweiz. Der Tobias hat sein Gottemeitli eingeladen in den Seilpark auf dem Pilatus. Wow! Schon dann? Super gemacht. Sehr gut. Ja. Auch die Geschwister und die Eltern sind dabei. Du? Ui, Güte, das ist aber knapp. Ohne Schwanken. Knapp sie, hä? Noch einmal. Papi, was? Lass dich mal zu! So schnell, schau das jetzt da. wieder raus. So, momentan bin ich voll im Aufwind. Es ist toll, wenn ich da mit der Familie Energie tanken kann. Es gibt sehr viel Kraft. Und ja, das ist sicher etwas, was ich jedes Mal genieße und kann alles andere vergessen, was um mich herum ist. Und gleichzeitig ist es der letzte Moment, bevor der Tobias abzischt auf Amerika. Nach dem Fischen trifft sich Jackie mit ihren neuen Freunden zum Krabbenessen. Das Fest ist für mich. Die Freunde habe ich zum Teil hier getroffen, einen auch in Alaska. Die Leute haben mich aufgenommen in ihre Communities und Familien. Es sind Arbeitskollegen oder Freunde vom Fliegen. Und mit dem Essen feiern wir, dass ich meine Fluginstruktoren-Lizenz bekommen habe. Jetzt haben wir eine gute Zeit und guten Food. Yeah, we're all here to have a nice time and eat good food. The Louisiana delicacy. There you go. Yeah, that's the first time I've dropped fish. Das ist das erste Mal, als ich Fisch in einen Crawfish Broil tue. Es ist eine neue Erfahrung für mich, aber ich weiss, wie gut das schmeckt. How good they taste and look at how great this is getting all
Schau mal, wie schön das ist, dass alle hier zusammenkommen. Big accomplishment. Yeah, really cool. So, look at that nice claw. That's a good one. Yum. All right. Isn't it awesome that way? I love. That's one of my favorite things. Am liebsten habe ich es mit Knobli. Von dem nehme ich viel. Jetzt, wo mein Mann nicht rum ist. So I can eat as much garlic as I want. It would have been great if he could have come. Schon gleich verlässt Jackie Louisiana in Richtung Philadelphia, um mit dem Tobias zusammenzuziehen. I have mixed emotions about that. Ich schaue mit gemischten Gefühlen auf das. Ich finde es grossartig, dass er auf Amerika kommt und eine Green Card bekommt. I look forward to that very much. It makes me feel Wir haben Aussichten auf eine gute Zukunft in Amerika. I would say Philadelphia ist jetzt nicht meine Lieblingsstadt. Aber ich habe überall gute Möglichkeiten und bin vor allem froh, in Amerika zu sein. Everywhere I go, and I'm happy to be in America. Tobias is my partner. He is my friend. Der Tobias ist mein Partner. Er ist mein Freund. Is a huge. Er gibt mir viel Sicherheit. I have insecurities when it comes In Sachen Männer habe ich Unsicherheiten. Mein Vater hat Suizid gemacht und mit dem hatte ich zu kämpfen in früheren Beziehungen mit Männern. I have struggled with that in the past, in my relationships with men, and Tobias is the first one that Mit dem Tobias fühle ich mich das erste Mal wohl. It's all good. Er ist immer für mich da. Er glaubt an mich, wenn ich nicht mehr an mich glaube. Was will eine Frau mehr von einem Partner? He's always there for me, and he always believes in me. Ich vertraue ihm, ich liebe ihn und ich weiß, dass er mich liebt. What can a woman want from a partner? Is somebody that she trusts. You know, I trust him, and I love him, and I know he loves me. Der Tobias auf dem Weg in die USA. Er zweifelt an der Beziehung. Momentan fühle ich mich viel ferner von der Jackie als zuvor, als noch vor einem Jahr. Es hat viel damit zu tun, dass sie sich wirklich in Amerika anders ausgerichtet hat. Auch einen ganz anderen Bezugspunkt gefunden hat. Und sie hat sich für das entschieden. Sie hat auch hier in der Schweiz einen Job gehabt. Das war natürlich eine ganz andere Situation. Es war trotz allem dann viel in Amerika, aber es hat für die Beziehung niemals so eine Belastung bedeutet wie jetzt. In Philadelphia suchte Tobias allein nach einer Wohnung. Die letzte Zeit hat für mich überhaupt nicht mehr gestimmt in der Partnerschaft. Und das ist ein grosses Problem daraus geworden. Ich habe schon seit längerem gespürt, dass es immer eine größere Last wird, die Partnerschaft. Und ich habe immer gedacht, es gibt natürlich schlechtere und bessere Zeiten, aber die besseren Zeiten sind nie mehr gekommen. Darum hat der Tobias der Jackie gesagt, dass er sich trennen will. Die beiden haben abgemacht zu einem klärenden Gespräch. Ich hätte nie gedacht, dass wir so nah am Ende sind. Und ich bin nicht einverstanden mit ihm. Ich kämpfe für unsere Ehe. Momentan habe ich kein Gefühl mehr für Jackie.
Das hat sich jetzt wirklich auch gezeigt, gerade in den letzten paar Stunden, wo wir hier gemeinsam in Philadelphia unterwegs sind. Und das widerspiegelt mir eigentlich, dass es unmöglich ist für mich, da weiterzumachen. Obwohl es Jackie ganz anders sieht. Und ich habe da voll abgeschaltet. Für mich ist das nicht mehr machbar. Ich spüre es nicht mehr. Nicht ansatzweise. I just need to go home. Ich muss jetzt heim. And continue working. An meinem Projekt weiterarbeiten und hoffentlich Klarheit bekommen über das Warum. And hopefully I get some clarity on why. All of a sudden, I know things weren't great, but ich weiss, es ist nicht alles grossartig vorher. Aber ich hätte nie gedacht, dass es endet, wenn ich auf Pennsylvania komme. But his heart is broken. Sein Herz ist gebrochen und er sagt, es sei vorbei. And he says it's over. So ich muss anfangen, für mich selber zu sorgen. Mal schauen, was ich als nächstes mache. I know I caused damage. Ich weiss, dass ich Schäden verursacht habe. Ich bin nicht offen genug. Dabei scheint das ein recht schöner Ort zu sein. But wir machen alle Fehler. We all make mistakes. Aus meiner Sicht hat Jackie eine grosse Chance verpasst, dass wir hier in Philadelphia wirklich ganz neu anfangen können. Den Entscheid haben wir gemeinsam gefällt, anfangs dieses Jahr. Aber im Verlauf der Zeit hat sie sich distanziert und da nicht mehr mitmachen und den Entscheid umsetzen in Philadelphia. Sie wollte in Avanga bleiben. Und das war für mich auch der Grund, um zu sagen, hey, wie ist die gemeinsame Zukunft, wenn man gemeinsam einen Entscheid macht? Ich komme sogar auf Amerika, ihr entgegen, wenn man so will. Sie hat sich auch anfänglich wirklich damit befasst und das Gefühl hatte, jawohl, das ist unser Neuanfang. Aber das nachher wieder geändert. Der Tobias sucht sein Glück allein in Philadelphia. Ich spüre eine gewisse Zufriedenheit, wenn ich da auf das Skyline von Philadelphia schaue. Und schaue positiv, sehr positiv in die Zukunft. Und dass ich da auch Zufriedenheit finde, kann glücklich sein und gesund bleiben. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».